100.000 Kilometer ist Ben Meyer jedes Jahr unterwegs. Er schminkt Promis für Fotoshootings. Seine Arbeitswelt ist hektisch und extrovertiert. Aber in seiner Wohnung ist alles anders. Ich freue mich immer auf zu Hause, egal wo ich bin. Seit ich ein kleines Kind bin, habe ich mich schon immer für Pflanzen interessiert. Also ich kann auch gar nicht erklären, woher dieses Interesse kommt. Das war einfach schon immer da. Und ich hatte, glaube ich, auch nie eine Zeit in meinem Leben, wo ich keine Pflanze in meinem Zimmer oder in der Wohnung hatte. Und seit ich von zu Hause ausgezogen bin, waren es immer mindestens 5 bis 10 Stück. Inzwischen hat Ben aufgehört zu zählen. Auf etwa 150 Pflanzen schätzt er seine Mitbewohner. Ihre lateinischen Namen kennt er alle. Auf 53 Quadratmetern hat er sich mitten in München eine Oase geschaffen, mit Trophäen vom Flohmarkt, selbstgetöpfertem und Vintage-Möbeln. Eine kleine Welt, in der seine Lieblingsfarbe Grün dominiert und die Fürsorge braucht. Ich habe mir so ein System für mich entwickelt, dass ich einmal quasi im Uhrzeigersinn rumgehe. Und meistens fange ich oben an und mache zum Ende das untere noch, also dass ich keine vergesse. Und dann geht es relativ schnell auch, dass ich damit durch bin tatsächlich. Sind dir schon Pflanzen kaputt gegangen? Ja, ich habe auch schon die ein oder andere umgebracht. Durch was? Manchmal habe ich sie übersehen zu gießen, also dass die irgendwie... Es gibt zum Beispiel die eine, die hier hängt, da musste ich mich auch erst relativ lang gewöhnen, dass da noch eine hängt. Da bin ich immer vorbeigegangen und habe die dann nicht gegossen. Die sah dann auch nicht mehr, die wurde schon fast ein bisschen knusprig. Aber mittlerweile ist die wieder, ich habe die jetzt in meinem System drin. Ja, aber meistens war es tatsächlich so, wenn ich nicht da war und jemand anders gegossen hat, dass ich dann hinterher das Wasser aus den Blumentöpfen richtig rausschütten konnte. Das ist schon öfters passiert. Und dann faulen die Wurzeln sofort und dann ist es eigentlich schon zu spät. Nur mit Pflanzensittern, die sich gut auskennen, kann Ben beruhigt auf Geschäftsreise gehen. Denn sonst ist seine Sammlung in Gefahr. Mühselig hat er sie zusammengesucht, in Pflanzencentern, im Internet oder bei Freunden. Aus Südamerika stammt der Philodendron, auf Deutsch Baumfreund, der es feucht liebt. Also hier ist der Philodendron gloriosum, auf den bin ich ganz besonders stolz, weil da habe ich lange nachgesucht. Ich habe den das erste Mal auf Instagram entdeckt tatsächlich und habe ganz viele Leute gefragt, ob sie wissen, was das ist, ob sie das kennen, und das konnte mir niemand beantworten. Und es ist auf jeden Fall ein Sammlerglück, also es ist auf jeden Fall eine Trophäe hier in meinem grünen Schlafzimmer. Zimmerpflanzen gibt es erst seit 200 Jahren. Mit dem exklusiven Grün aus Übersee schmückte sich anfangs das Großbürgertum, wie mit diesem indischen Kautschukbaum. Erst bessere Fenster und beheizte Räume ermöglichten es, Pflanzen wie diese australische Fiederpalme oder den Schwertfarn aus den Tropen bei uns zu halten. In den 50er und 60er Jahren hielten der Gummibaum und der Bogenhanf Einzug in das deutsche Wohnzimmer. Zimmerpflanzen unterliegen eben auch Moden. Ein BR-Film von 1977 erlaubt eine Zeitreise. Hier steht das Usambara-Veilchen gut, wenn die Temperatur nicht unter 15 Grad sinkt. Ist es jedoch kühler und vielleicht auch heller, dann haben Sie mehr Freude mit Alpenveilchen oder Azaleen. Die Essecke liegt meist im schattigen Bereich der Wohnung. Hier gehören also Schattenpflanzen hin. Wenn sie tropischen Ursprungs sind, brauchen sie jedoch viel Feuchtigkeit. In einer
kleinen 4-Zimmer-Wohnung im Münchner Stadtteil Giesing wachsen die 13-jährige Lilly und die 11-jährige Anna von Hehn auf. Heute topfen sie Ableger für ihre Kinderzimmer ein. Haben eigentlich eure Freunde auch so viele Pflanzen? Nee, wenn Freunde zu uns, kaum sind sie in der Haustür drin, überall Pflanzen. Und dann erzählen sie immer den anderen, oh, ihr müsst mal zur Lilly gehen, die hat so viele Pflanzen. Teilweise meine eine Freundin, die hat nur 3 Kakteen und sie hat eine Zwillingsschwester und sie hatte eigentlich gar nichts von Pflanzen her. Eine tropische Kannenpflanze, das hat Anna sich für ihr Zimmer gewünscht. Für ihre neuen Pflanzen knoten die Schwestern Blumenampeln mit Hilfe ihrer Mutter Christina, die Landschaftsarchitektin ist. Super. Sie setzt Grün bewusst auch in ihrer Wohnung ein. Die Balkonkästen sollen nach außen abschirmen, die Zimmerpflanzen innen fließende Übergänge schaffen. Das ist schon ein Ausgleich zum sehr urbanen. Vielleicht ist es schon so eine kleine Oase. Ja. Eine grüne Höhle. Ja, aber da müsste es noch feuchter sein. Das ist eine Oase. Stimmt. Müsste hier irgendwo ein riesiges... Ein Tropenhaus. Ja, so ein Tropenhaus mit ganz großen... Wasserbecken und Schildkröten. Oh. Ja. Also grundsätzlich ist es sehr wichtig, finde ich, dass wir einen Bezug zur Natur haben, die Pflanzen um uns haben, ob das jetzt innen ist oder draußen. Genau, also finde ich schön und ich mochte die Pflanzen schon immer gern. Ich freue mich, dass die Kinder sie auch mögen und sich gerne kümmern. Obwohl ihre Kinderzimmer nur 10 Quadratmeter groß sind, haben die Pflanzen dort ihren festen Platz. Hast du so eine? Ja. Jetzt hängt Baba Bi auch noch. Das ist Baba Bi da oben, gell? Nee, Baba Bu ist das hier, der Alte. Und Baba Bi ist die Junge. Mit Fantasienamen merkt Anna sich ihre Pflanzen. Einfach, ich habe mir sie angeguckt und überlegt, wie die heißen könnte. Und dann habe ich mich entschieden, dass sie so heißt. Für mich ist es eigentlich wie quasi ein Gegenstand. Also, dass er halt wechselhaft ist. Er kriegt neue Blätter, kriegt Blüten. Die kriegt jetzt auch ein neues Blatt. Hier. Kommt so ein kleiner Trieb wieder raus. Freue ich mich jetzt auch. Habt ihr so ein bisschen einen Wettbewerb auch untereinander, wer die meisten hat? Ich habe eben ja. Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe nur... Ich habe 15 mit der jetzt. Du hast ja nicht Ich so habe richtig. 13, aber mit der Avocado, die hier steht, habe ich 14. Und ich will ja noch einen Gummibaum, also hätte ich dann gleich viel wie du. Das ist Lillys Großstadtdschungel. Auf 10 Quadratmetern. Nicht weit von ihr entfernt, in einem Hinterhof im Münchner Stadtteil Sendling, wohnt Igor Josifowitsch, der beste Freund von Ben Meyer. Immer spaziert. Igor ist Blogger und schreibt über Inneneinrichtung. Aber er ist auch Pflanzenfan. Seine 100 Pflanzen pflegt meist Ben, weil Igor viel unterwegs ist, um sich weltweit grüne Wohnungen anzuschauen. Die Wohnansichten, die funktionieren immer besser. Ja, ist ein bisschen traumhafter. Die sind immer so ein bisschen inspirierender für die Leute. Igor betreibt den Instagram-Account Urban Jungle Blog, der fast 1 Million Follower hat. Urban Jungle definiert tatsächlich die Menschen, die quasi in Städten wohnen und sich jetzt so ein Stück Grün und Natur, eben so einen kleinen Dschungel mit ins Haus holen. Das ist so die Essenz des Ganzen. Gerade heutzutage in der digitalen Zeit, in der wir leben, ja, mit Handy, mit Internet, Social Media, alles ist irgendwie so auf diesen glatten Oberflächen, die wir berühren, ist irgendwie wieder schön, was ganz Natürliches zu Hause zu haben, was uns irgendwie wieder so verbindet zur Natur und zu dem, wo wir herkommen. Und ich glaube, das war so mit ein Grund, wieso Urban Jungle Bloggers eigentlich so eine große Community geworden ist. Und auch dieses ganze
internationale Feeling wollen wir natürlich auch rüberbringen. Also hier siehst du, das haben wir aus Kiel, aus Deutschland was gepostet. Dann gab es was aus den USA, aus Australien, Perth. Kanada war vertreten. Für heute Abend habe ich was aus Brasilien vorbereitet. Ja, cool. Sodass die Leute wirklich aus den ganzen Ecken der Welt sehen, dass es überall ein Trend ist, dass es gar nicht so was Lokales ist. Ich sehe jetzt keinen großen Unterschied in der Wohnung in, ich sage mal zum Beispiel Asien oder Südamerika, in Nordamerika oder in Europa. Die sind alle sehr ähnlich, wenn es um Pflanzen geht. Die allgemeine Klammer des Ganzen ist, dass Menschen einfach immer mehr Pflanzen auch in die Wohnung reinbringen und mit denen zusammen leben und glücklich sind und eigentlich auch, was ganz spannend ist, eben sehr viel davon irgendwie zurückbekommen. Wenn man sie vernachlässigt, sterben sie. Wenn man sie mit Liebe pflegt, blühen sie auf. Diese Calathea rollt nachts ihre Blätter zusammen. Sie schläft neben dem Kopfkissen von Ben Meyer. Ich werde ganz oft gefragt, so, oh, Pflanzen im Schlafzimmer, das geht doch nicht. Also prinzipiell, es gibt Pflanzen, die saugen nachts keinen Sauerstoff, wie viele Orchideenarten zum Beispiel. Also das ist überhaupt kein Thema. Ich habe jetzt hier circa 50 Töpfe in meinem Schlafzimmer. Wenn jemand zweites hier schlafen würde, braucht er über Nacht viel mehr Sauerstoff als diese paar Pflanzen. Also. Dann verzichtest lieber auf den ist genug Sauerstoff hier in der Wohnung für alle. Abends liebt Ben Meyer die geheimnisvolle Düsternis in seinem Wohnzimmer. Ein Zimmer, das lebt, atmet und wächst. Hier träumt er von einem Haus mit großem Garten. In seiner Zwei-Zimmer-Wohnung, die einem kleinen grünen Dschungel gleicht.